Habedere und Servus. Neue Folge Viva la Movilusion heißt, heute ist ein wunderschöner Tag, denn besser kann ein Tag nicht sein, als wenn es eine neue Folge von uns gibt, oder? Sagt nämlich auch mein Kollege, der liebe Seppi, der heute dabei ist. Hoffe zumindest, dass du das sagst. Ja, natürlich. Ich sage immer alles, was du auch sagst, weil ich höre dich fast nicht, also bestätige einfach immer alles, was du sagst. Das ist sehr schön. Jetzt musst du wissen, wir nehmen mit Kamera auf und der Seppi hat einen komischen Filter drinnen, der macht, dass seine Augen immer in die Kamera schauen und jetzt schaut er aus, als hätte er, keine Ahnung, Down-Syndrom in der Endstufe. Das ist ganz, ganz furchtbar. Also, falls ich halt ziemlich viel Blödsinn redet, noch mehr als sonst, liegt's daran, dass ich mich nicht konzentrieren kann, wegen Seppi, seinem dummer Gefries und seinem Filter. Ich finde, dass ich fast so einen ähnlichen teuflischen Gesichtsausdruck habe wie die Antagonisten in dem Film, den wir heute besprechen. Verschmitzt teuflisch. Stimmt, bist schon fast gruselig. Und wenn ich die so sehe, dann möchte ich ja gleich das mit dir machen, was die Protagonistin in dem Film da hat. Nämlich Kill You. Oh Mann. Dann schaut den jetzt aus. Schaut aus. Das ist Sag das einem Talkthrough wieder her. Ja, da passt. Wenn es live ist, dann kannst du nicht hernehmen, aber bitte nicht, wenn ich da höchst professionell wirken möchte. Wir besprechen mal heute They Will Kill You. Da waren wir nämlich im Kino, haben wir ein schönes Triple Date Code. Und der Film war schon mal sehr cool, so viel kann ich vorab schon mal sagen. Und um was das da geht, verzeiht euch jetzt der Seppi in weniger als 436 Anschlägen. Wow, okay. Dann bin ich jetzt quasi schon fertig mit meiner Ansprache. Jetzt sei mit. Ja, schön mit Mittelfinger, ich seh's. So, wir haben uns angeschaut, was du gerade gesagt hast, und das war ein ganz toller Film und die Handlung ist relativ schnell erklärt. Jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr. Die Schauspielerin ist Zazie Beetz, aber hat die einen Namen gehabt? Ja, okay. Asia, genau. Die Asia hat versucht, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, nachdem sie ein bisschen weggesperrt war und nimmt einen Job an als, kann man Hausmädchen sagen? Ja. Ist es ein Hotel gewesen? Es soll ja ein Oder Hotel ist es ein sein, Wohngebäude gewesen? Hotel. In dem altehrwürdigen Gebäude The Virgil, das so ein Hotel ist für die besser Betuchten, die sich ein bisschen vor dem Abschaum der Straße abschotten möchten. Und die brauchen natürlich Bedienstete und da ist ein Job frei geworden mal wieder. Und dann hat sie sich gemeint, den schnappt er sich, gell? Da stellt sich dann aber relativ schnell aus, dass das nicht einfach so ein Gebäude ist, wo Leute drin nächtigen, sondern sich da drin ein gut betuchter Satanistenkult tummelt, der immer mal wieder ein paar Leute von der Straße holt, einer ein Dach über den Kopf anbietet und sie dann verschwinden lässt. Ja, aber die liebe Asia ist nicht so wehrlos, wie man glaubt. Genau. Ganz im Gegenteil. Die kann gut kämpfen. Die ist so ein bisschen ähnlich versiert im Zweikampf wie die Dame in Gelb bei Kill Bill. Und ähnlich blutig ist das Ganze auch. Also da gibt es ziemlich viele schöne Fontänen zu begutachten. Am Anfang haben wir sogar ein bisschen so Kameraschnitte, die so ein bisschen an dieses Quentin Tarantino-eske erinnern. Da haben sie ein paar Zitate gebracht. Das ist aber wirklich nur am Anfang, gell? Da kommt verdammt nichts mehr. Ja, das ist in die Richtung. So der erste Kampf, hätte ich jetzt also gesagt. Ja. Da wo ein paar so Steine drinnen sind, wo du sagst, wow, da merkst so ein kleines Kopfnicken Richtung Quentin Tarantino. Aber dann geht er schon wieder seinen eigenen Weg. Nicht so wie der Tarantino, der den ganzen Film ja überzitiert. Das macht der Kirill Sokolov hier gerade mal kurz im ersten Kampf. Und Kirill Sokolov, wenn du schon länger bei uns dabei warst, dann darfst du den Namen kennen, denn den haben wir im Hardline schon erleben dürfen mit Why Don't You Just Die. Das nächste Mal wieder Das Hardline frischt unbekannte, tolle Namen raus, die uns später immer wieder mal über den Weg laufen werden mit in dem Fall geile Werke. Ja, das trifft sich ja wunderbar, weil das ist ja auch bald wieder, gell? Hab ich gehört. Da müssen wir natürlich gleich noch ein bisschen Werbung rausballern. Also geht's ins Hardline, weil vielleicht seht ihr einen Film vom Regisseur, den ihr später woanders im Kino seht, sondern könnt sagen, den habe ich im Hardline auch schon gesehen. Vielleicht sogar persönlich, weil da kommen noch oft Gäste. Genau so ist es. Aber der Herr Sokolov war nicht da. Oh. So, und wer den Trailer vielleicht schon gesehen hat von They Will Kill You, der wird sich wahrscheinlich denken, kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann da einfach auch Ready or Not sein. Oder Ready or Not 2. Was auch immer. Das ist jetzt dann auch bald rausgekommen, was ein bisschen unglücklich ist vom Timing her, weil die Filme sich sehr ähnlich anmuten.
Aber ich glaube, also zum zweiten kann ich noch nicht reden, weil den habe ich natürlich noch nicht gesehen, aber vom ersten Teil, er unterscheidet sich schon ziemlich von Ready or Not. Also es ist schon von der Machart und von den Gewaltspitzen und einfach vom Action-Anteil ist es schon nochmal eine andere Liga. Ja, der setzt überall, meine Augen, eine saubere Schippe drauf. Also eigentlich so das, weil ich fand Ready or Not cool, aber hätte mir bessere Gewaltspitzen gewünscht. Das hätte sich eigentlich angeboten für so einen Film, und das setzt Devil Killers, finde ich, genauso um, wie es haben möchte, weil der Film nimmt sich eigentlich keine Sekunde ernst. Also er ist durchgehend, Null. Er ist wirklich durchgehend, einfach eine geile, spaßige Splatter-Action-Granate, der die ganze Zeit mit so einem Augenzwinkern durchgeht. Das merkt man dann auch an die Abgänge von die Bösen. Und hier mal jetzt mal eine kurze Spoilerwarnung, wir wollen uns über den Film unterhalten, drum jetzt gibt's mal Spoilerwarnung, wir werden ab jetzt drüber reden, was da passiert. Also, wenn du noch nicht gesehen hast, schätzt aus, schaust dann an, dann hörst du uns einen Scheiß weiter an und beschwerst dich nicht, weil wir mir jetzt so spoilern, also Schnauzer. Denn also für die Geschichte kann man ja nicht so viel spoilern, weil die ist ja nicht so umfangreich. Ja, aber der große Wow- oder Aha-Effekt ist das, was ich jetzt sage. Also, du hast jetzt noch eine Chance zum Ausschalten, gell? 3 Sekunden gebe ich dir noch. 3, 2, 1 und aus. Denn die Antagonisten sind unsterblich. Das ist genial. Weltklasse. Du hast am Anfang, wenn bei dem ersten Kampf kämen dann eben da ist ja gleich zwei bekannte Schauspieler dabei, die Heather Graham, die man als Jade von Hangover noch kennt, oder ich glaube Retards Kirsten in der The Stand-Miniserie, oder die Patricia Arquette, die man ist dabei, die man aus Stigmata und zuletzt der Serie auf Apple, wie heißt die obergeile Severance, gesehen hat. Und dann einen ganz alten Bekannten, Tom Felton, alias Malfoy Potter. Draco, oder? Hä? Ja. Malfoy Potter. Ja, weil das sagt man jetzt natürlich nicht, weil ihr hört uns ja nur, aber ich hab das P jetzt halt so exzessiv betont, wie es er macht mit einem Potter. Unglaublich. Schaut aus wie Filter, wenn er sein Gesicht so verzerrt, aber ist leider echt. Genau. Und dann gingen die kämen die und sind instant tot. Und du denkst da, what the fuck? So geile Abgänge, Kopf ab, sabeln und Füße auseinander hacken und Hände abschneiden und was weiß ich. Und dann, wie der Sepp schon gesagt hat, dann gibt's diese geilen Blutfontänen, die halt nicht gerade so, die halt nicht echt ausschauen, sondern einfach geil in den Tee spritzen, wie bei so japanische Splatterfilme. Und du denkst, okay, krass, Kohle ausgeballert für ein paar fette Namen, die dann einfach sofort draufgingen. Ein krasser Move, dass man sich das so traut, aber nee. 5 Minuten später kämen sie auf einmal wieder und dann stellt sich raus, okay, da ist wirklich was Übernatürliches dahinter, weil dieser Satanskult opfert die Leute, die er da reinholt, damit sie weiterhin unsterblich sein können und in diesem Hotel weiter dahin fristen dürfen. Und das Gute an unsterbliche Gegner ist natürlich, dass man es immer und immer wieder umbringen kann. Mhm. Das funktioniert bei denen nicht so, dass die unverwundbar werden, sondern im Gegenteil, die stecken alles ein wie mir auch, nur sie werden dann halt kurz drauf wieder zum Leben erweckt. Das heißt, wenn da ein Körperteil fällt, dann wachen sie dann wieder auf und dann muss sie das wieder zusammensetzen, was zu ein paar ziemlich amüsante Momente führt. Deadpool lässt grüßen. Ja. Ja, genau, bloß ein bisschen an einer anderen Stelle. Ja. Und sie haben wirklich teilweise echt geniale Choreografien bei den Kämpfen. Also die Sassy Beats, die haut da einen runter, das ist brutal. Die schmeißt sie in diese Kämpfe. Es ist ja in der Regel, kämpft sie ja gleich immer gegen mehrere. Die steckt ein wie ein Wahnsinn und teilt aus noch viel geiler. Das geht da hin Schlag auf Schlag. Also es gibt ab einem bestimmten Punkt, und das ist eigentlich die Anfangsszene, ab der geht es eigentlich nur noch dahin. Genau. Also da wird es von einer Kampfszene in die nächste, von einer Verfolgungsjagd in die nächste. Die ist auch so super, weil Verfolgungsjagd in einem Luftschacht ist einfach schön zum Schauen, habe ich festgestellt. Vor allem, wenn man von Kopflose, sage ich jetzt mal, verfolgt wird. Ja, das ist wirklich traumhaft. Weltklasse. Ja, und wirklich bombastische Ideen. Da geht es dann auch nicht mehr um Realismus. Das ist völlig Wumpe, dass ein 1 Zentimeter dünner Sperrholztisch einen Shotgun-Schuss aushält. Das ist völlig egal. Es geht nur um Style. Hauptsache das Ergebnis zählt. Genau. Das ist richtig, und das ist Weltklasse. Genau so ist. Diese Szene mit dem Tisch, Weltklasse. Das ist bombastisch. Also gute Ideen, was die Kampfszenen angeht. So ein dunkler Raum, der dann mit einer Feueraxt erleuchtet wird. Und da passiert halt auch allerhand lustige Sachen. Dann auch die Szene, wo es am Anfang, wo die ganzen Federn rumfliegen, es schaut einfach alles super aus.
Das ist wirklich genial gemacht. Das hat er richtig drauf. Das, glaube ich, war aber auch schon bei dem Why Don't You Just Die so. Gerade halt nicht in dem Ausmaß, dass man merkt, okay, der Typ hat richtig Bock auf überstilierte Action und richtig überzogene Beutel. Und jetzt hat er scheinbar auch das Budget dafür gehabt, dass er das umsetzt, weil es war ja nicht gerade, also für mich war es nicht gerade die Szenen und die Beutel dazu, sondern auch der Sound hat so geil passt. Ob das jetzt der Score oder der Soundtrack war. Der hat durchgehend perfekt passt und Spaß gemacht und deswegen war der Film für mich also unglaublich kurzweilig. Ich bin schon lange nur mal im Kino gesessen nach dem Film und habe mir gedacht, oh, leck, krass, ist der jetzt schon vorbei oder wie? Und der dauert aber doch seine stinknormalen 95 Minuten. Also da kommt aber keine Sekunde irgendwie eine Länge auf, weil es unglaublich viel Spaß macht zum Zuschauen. Die Sassy Beats, die spielt das so geil. Du hast auch überhaupt keine großartige Charakterentwicklung, wie du es sonst oft hast, dass so was weiß ich, da so eine hilflose Frau ist, die sich dann zu dieser Femme fatale oder so entwickeln muss, sondern ab dem ersten Moment gibt die auf die Schnauze und du merkst, okay, die weiß, was sie macht. Die hat schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in Boraufereien. Und das macht richtig Spaß. Also die Charaktere, die werden aber so in kurze Rückblenden erzählt. Also die haben ja alle nicht viel Tiefe, aber das gelangt dazu, dass man so ein bisschen, dass man es mengen oder nicht mengen kann. Und die Rückblenden haben, finde ich, sehr gut gemacht, weil das sind einfach ganz kurze Momente, wo derjenige kurz erzählt, warum er jetzt gerade in der Situation steckt und so weiter. Also das ist jetzt nichts Langatmiges, das ausholt, wo es dann irgendwie die Geschichte nicht verrückkommen lässt, sondern dann kurz, knackig auf den Punkt, mit guten, einleuchtenden Battle, mit kurzen Monologe und dann weißt du wieder Bescheid und dann geht's gleich weiter. Also da halten wir sich nicht lang auf. Das, finde ich, macht die Dynamik, hält die Dynamik schön stabil, weil du bist wirklich entweder du lachst oder du staunst oder du denkst, der Kruzifix, was bin ich da gerade sehend? Ja. Also du hast eigentlich keine Zeit, dass da irgendwie langweilig wird oder du über irgendwas nachdenkst. Der Film ist wirklich durchgetaktet ohne Ende. Der weiß genau, was er möchte. Das finde ich geil an dem. Also, wie du schon sagst, der hält sich nicht lang auf mit irgendwelchen ausufernden Dialoge oder sonst irgendwelche Erklärungen, sondern okay, hier, kurzer Rückblick, jetzt weißt du, warum sie kämpfen kann, kurzer Rückblick, jetzt weißt du, wo ihre Schwester war, kurzer Rückblick, jetzt weißt du, wo die Managerin herkommt und das war's dann einfach. Und genau so muss der Film auch aufgebaut sein, weil manche Filme in dem Universum, das zum Beispiel Ready or Not, finde ich, hat ab und zu Längen einfach drinnen, wo sie sich mit unnötigen Scheiß aufhalten. Und das, finde ich, macht der Sokolov da komplett richtig. Er weiß, was er sagen möchte und was der Zuschauer dann erwartet nach dem Intro und genau das gibt er da in meine Augen. Ja, total. Und er hat ein richtig gutes Setting. Also das Gebäude eignet sich hervorragend für so eine Jagd in beide Richtungen. Also da kann jeder diese engen Räume, oder einmal so ein Saal oder sowas, können es alle irgendwie für sich nutzen. Da wird irgendwie alles zur Waffe gemacht, ob es das jetzt ein brennender Tisch ist oder die Rettungsfeueraxt ist oder die Schacks einfach ist. Alles, was gerade in der Natten ist, wird da zur Waffe. Vor allem, wenn es dann irgendwann einmal sämtliche Bewohner dazu aufrufen, dass sie sich jetzt bitte beteiligen sollen und die Dame endgültig aus dieser Bude werfen sollen, dann geht es richtig rund. Ich bin wirklich begeistert auch von den Kamerafahrten und so weiter. Die sind wirklich immer hervorragend gewesen. Es gibt da so eine richtig coole Szene, wo sie eine hinter einer Matratzen versteckt und dann auf die Asia mit einer Schrotflinte schießt und dann ist das Loch drin und 6 sie nur so durch, wenn die Matratzen umfällt. Also das sind richtig stylische Battle. Ja. Also ich bin hin und weg. Also er macht wirklich alles, was ihm an Geschichte irgendwie abgeht, macht er mit Stil, ob das Beutel oder Sound oder Choreografien oder die Schauspieler selber sind komplett wett. Weil ich finde, das gab keine Figur oder keinen Schauspieler, der mich irgendwie genervt hat, selbst wenn es gerade diese Nebenfigur ist, der Privatdetektiv war, der für die Asia da ihre Schwester ausfindig gemacht hat, den man auch kennt aus Insidious, das ist einer von denen zwei, die da Stimmt, genau, haben. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich kenne den. Ja, genau, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aber selbst der ist auch, der kriegt nur kurze Rollen, aber er ist einfach geil. Also es sind super gestimmte Figuren für dieses Setting. Also erwartet jetzt da nicht irgendwelche tiefgründigen Figuren oder so, bis auf die Asia und ihre Schwester, die haben ein bisschen mehr Tiefe gekriegt mit dem Hintergrund von ihrem gewalttätigen Vater und so. Aber das wird auch gerade oberflächlich angeschnitten und geht nie irgendwie recht weiter, sodass man sich denkt, oh Mann, jetzt auf mit dem Gelaber, kämpft's wieder. Sondern genau, wenn du meinst, jetzt auf mit dem Gelaber, hat sich das der Regisseur auch gedacht und sofort gibt's wieder auf die Schnauze. Ja, das sind einfach nur, es ist ein kurzer und knackiger Grund dafür, warum die jetzt da sind und warum die so haben, wie sie haben. Und mehr gibt's da nicht. Also da hat jede Figur hat eigentlich genau die
Länge an Screentime und Geschichte es braucht, dass der Film funktioniert. Also es gibt ein paar, die haben halt einfach nur dazu da, dass er auf die Fresse kriegt, immer und immer wieder. Der riesengroße Typ zum Beispiel, und der wird auch noch kurz eingeführt, indem er ein widerwärtiger Wichser ist. Und dann hat er das auch verdient, dass er ständig aufs Maul kriegt. Ja, genau. Also du hast bei jedem so ein bisschen so Backstory. Die eine ist so ein bisschen, so Beauty, Fashion, Chef, CEO oder sowas, ein bisschen hochnäsig. Und die haben alle nur so ganz kleine Geschichten. Bis hin zu so einem, in Anführungszeichen, sympathischen älteren Ehepaar, das dann um Gnade bittet, aber da gibt es halt keine mehr. Also passt alles, kann man nichts sagen. Es ist jetzt keiner drin, wo ich mir irgendwie dachte, nervst, bist langweilig, hast zu viel, hast Zwängen. Ganz ehrlich, ich hätte den Film, aber da haben wir noch nicht. Das haben wir noch. Er geht dann auch in ein geiles Finale über. Also mir hat das Finale auch voll gefallen. Erstens mal liebe ich es, wenn man einen Teufel darstellt. Also man sagt jetzt gerade schattiert und so, aber ich finde, allein die Kontur hat schon geil ausgeschaut. Und wie er dann in diesen Schweinekopf da einfährt und allein dieser Endkampf dann mit dem Saukopf auf die Schultern von der Managerin, das schaut aus wie so ein Bossfight aus dem Spiel. Auch diese Choreografie dann wieder, wie der über den Boden fetzt und hin und her springt, das ist so richtig, ich hab mir gedacht, ich muss jetzt einen Controller in die Hand nehmen und damit kämpfen oder so. Also, das war richtig wie ein Spiel, es hat so gut ausgeschaut und auch da ist ja einer der wenigen Momente, wo wirklich CGI eingesetzt worden ist, ansonsten ist ja das überwiegend handgemacht, vor allem die Splatter-Effekte. Aber selbst das hat, finde ich, sehr gut ausgeschaut, das CGI. Also man merkt zwar, dass es aus dem Computer stammt, aber im Vergleich zu manche alte oder nicht so alte Werke aus dem Hause Marvel und DC hat das wirklich Hand und Fuß gehabt. Und es war eklig, der Saukopf war assi. Total. Es hat am Anfang mal ein paar so Szenen gegeben, wo so Körperteile wieder zusammenmorphen. Ja. Das ist ja ein bisschen CGI, das schaut jetzt nicht super toll aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Aber der Schluss ist umso besser, finde ich. Also den habe ich dann so nicht erwartet. Mhm. Und sie machen das auch ganz geschickt dann mit dem Kampf, weil sie umgängen quasi diesen monumentalen Kampf gegen Teufel, den du ja ganz schlecht darstellen kannst in so einem Film, weil es ist natürlich klar, am Schluss muss irgendwo der Teufel lauern, aber sie gehen dann nicht in so einen Zweikampf zwischen Mensch und Teufel, Satan aus irgendwelcher Form, sondern der übernimmt dann einen Menschen und dann kann man wieder einen schönen Faustkampf machen. Ja. Was das auch wieder. Also sie machen das so, ist sehr clever und bleiben immer in einem Rahmen, wo es wirklich die Action so markant und glaubwürdig ist ein bisschen falsch, aber treffend machen können, dass nicht irgendwie übertreiben müssen und es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber hallo. Und nicht irgendwie in so Effektschlachten gehen müssen. Also wo es oft auch das Gesamtbild von so einem Film kaputt machen kann, wenn dann die größte Bedrohung am Schluss als CGI-Monster ist, das einfach in Paint gemacht worden ist. Was ja leider oft der Fall ist, auch bei guten Horrorfilmen. Ja, leider. Das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben auch hier die Dosierung richtig gut gemacht, richtig perfekt gemacht. Und ich bin mir gar nicht sicher bei diesen Morph-Szenen, ob das CGI war oder ob das rückwärts abgespulte Practical Effects waren. Da hat mich ein Making-of interessieren, weil wo ich es gesehen habe, habe ich mir nämlich auch gedacht, ist jetzt das CGI oder sind das rückwärts abgespulte Szenen? Da war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das hat mich interessieren, wenn es ein Making-of gibt, ob es das ob es da echte Props hergenommen haben und die zerrissen haben und haben es dann verkehrt am Laufen lassen. Das ist nämlich auch immer so ein toller Trick von denen Teufeln da in Hollywood, von denen Zauberers. Wahnsinn. Ja, ich bin sie ein Hund, ja. Ansonsten hat der Kirill Sokolov, kommt ja aus Russland, hat aber noch nichts gemacht, das ich gesehen habe, bis auf diesen Why Don't You Just Die eben, den übrigens auf... Das ist sein dritter Film erst, oder? Ja, müsste sein dritter Langfilm sein. Dazwischen hat er noch No Looking Back ohne Rücksicht auf Verluste, aber der sagt mir zum Beispiel gar nichts. Nein, nie gehört. Ist aber auch von Peru Le Fou veröffentlicht worden. Die haben damals auch den Why Don't You Just Die veröffentlicht. Heißt aber nichts Gutes, weil Peru Le Fou Qualität irgendwann sehr, sehr gesunken ist. Übrigens, die Sassy Beats, falls haben wir ja noch nicht gesagt, woher das wir die kennen, die müsste jeder eigentlich kennen aus Joker. Und wenn ihr es da nicht herkennt, dann aus der Serie Atlanta. Und wenn ihr es da nicht herkennt, dann ist mir scheißegal, dann seid ihr selber schuld. Schaut euch mal mehrere Kassetten an. Deadpool 2 war auch noch sowas, was man benennen kann. Stimmt, die kennt man auch noch. Aber wenn ihr es dann auch nicht kennt, dann ist mir scheißegal, Kruzifix. Dann schaut euch mir die Kassetten an und lernt mal die Leute kennen.
Kann nicht sein. Recht viel mehr kannst du im Film eigentlich gar nicht sagen, finde ich. Weil er wirklich so unglaublich kurzweilig ist, so wenig Geschichte eigentlich bietet und wir könnten halt jetzt halt jede einzelne Kampfszene durchgehen, aber das ist in meinen Augen völliger Bullshit. Ja. Habe ich leider gesehen, dass der Trailer da auch schon sehr viel zeigt. Gell? Also das ist auch, das ist schade irgendwie. Aber sie brauchen natürlich auch die Aufmerksamkeit und müssen das ein bisschen dann hast du mal einen anderen gesehen als Teilbares entweder das sie haben. Dann hast du mal einen anderen gesehen als ich, weil ich hab nur einen, immer den gleichen gesehen und da hast du eigentlich nur die Info, dass sie umgebracht werden soll in diesem Hotel und hast die einen Ausschnitt von der Anfangskampfszene, da wo sie aus dem Schrank rausschießt und dann nur ein paar Szenen aus die späteren Kämpfe, aber nix, dass du wirklich da sitzt und sagst, okay, jetzt weiß ich, was da passiert und was für coole Szenen das kommen. Na, aber halt von fast jeder großen Kampfszene ist so der spezielle Moment im Trailer drin. Das ist halt ein wenig halt schade. Also wenn man den Trailer kann man sich sparen. Ja. Jetzt euch lieber unseren Podcast an und dann schaut euch den Film mal besser. Immer besser. Genau, Trailer sparen, Podcast hören. Genau. Und Steady-Abo machen. Sowieso. Das ist das Ehrensache. Ich wollte gerade sagen, wenn du ein richtiger Ehrenfrau, Mann, non-binär bist, dann machst du Steady-Abo. Ansonsten bist du Dreckschwein. Korrekt. Geschlechtsneutral. Korrekt. So, dann haben wir im Finale angelangt. Tobi die Flobby, Seppi, was ist denn der Top und der Flop von dem Film? Also mein Top ist einfach diese geballte Action-Choreografie, dieses stylische Wahnsinn, wo die Leute nur noch durch die Luft fliegen, wo alles sich gerade schäbert und alles immer perfekt mit der Kamera eingefallen ist. Also die Bildgewalt in diesen Szenen ist bombastisch. Ich liebe jede Sekunde daran. Ja, kann ich unterschreiben. Und der Flop? Dass er nicht noch 1,5 Stunden der hätte noch länger dauern können, weil der war gefühlt nach 5 Minuten vorbei. Der, wenn nur eine Stunde dauert hätte, dann hätte es auch noch nicht als lang empfunden, wenn der so weitergegangen war. Ja. Also da, ich freue mich, also der, muss ich ja ganz ehrlich sagen, der Film hat Potenzial für den zweiten Teil. Man kann da ewig weitermachen, theoretisch. Weil das ist halt eine Teufelssekte und der Teufel ist halt so ein Ding, das kann man nicht umbringen. Also kann der wieder zurückkommen. Also bitte gebt es mal einen zweiten Teil, macht das Haus noch größer, gebt es noch mehr Kultanhänger rein und lasst es komplett ausflippen. Wir haben ja noch einige Stockwerke, die noch gar nicht erkundet worden sind, weil es gibt anscheinend für alle Gelüste, für die Todsünden mehr oder weniger gibt's ja Stockwerke, weil wir haben ja nur das Fix-Stockwerk noch gesehen. Also man kann da wirklich noch geil was draus machen und es sind ja noch einige Leute da, die einfach sagen, hey, jetzt ist fort, jetzt machen wir mir wieder weiter, fertig. Also ich bin auch für den zweiten Teil. Also die Lore dahinter, wird halt immer wieder so angedeutet mit jede Sachen, wie du es gerade gesagt hast. Und da kannst du halt wirklich noch viel machen. Also das ist für mich das richtig gute Continental. Also das indem man kämpfen darf. Scheiße da ab. Ja, aber was möchtest du mit einem Profikiller Hotel, wo man nicht scheißen darf drinnen? Ja, Wahnsinn. Das ist ja für Vollversager. Vollgas lächerlich, echt. Das ist so ein Scheißtrick. So, du bist. Ich bin's. Mein Top ist die Stacey Beats, die Hauptdarstellerin. Ich finde die Weltklasse in dem Film. Die spielt das so geil. Ich glaube ja jede Sekunde, dass die diese prügelharte Nudel ist, die einstecken kann wie Scheiße und dann halt einfach noch wurdiger austeilt und geil gleitet dann damit. Also die Rolle von ihr und wie sie das spielt, hat mir durchgehend gefallen und war auch dabei, dass ich sage, die mehr noch 5 Teile singen und immer so sieht Hauptrolle sein und der eine rumpeln und alle über die überhauen. Einfach geil. Gibt's mal mehr Stockwerke. Frisur muss nur extra Erwähnung kriegen. Frisur ist Welt. Also top sitzt. Ab dem ersten Stromschlag, wo sie sich geil aufstellt, hat die immer eine geile Frise auf, Welt. Also allein die Frisur war auch schon top gewesen. Und mein Flop ist in dem Fall echt schwierig, weil ich hab an dem nix. Für mich ist das ein 5 von 5 Film gewesen. Ich hab da einfach nur Spaß gehabt, ohne dass ich auch noch einmal über irgendwas mich ärgern oder die Nase rümpfen hätte müssen. Na. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen, fick dich, Corby, gibt's halt keinen Flop nicht. Machen wir jetzt einfach so. Seppi, Triple Threat, wie schaut's aus? Haben wir Titties gehabt? Ja, einige, so ungefähr 500. Aber nur in einer ganz kurzen Szene. Dann kann. Also der Genießer muss da sehr stark sein. Ja, oder warten, bis er auf Blu-ray kommt und dann auf Pause drücken zum Fetten. Ja. Wie schaut's mit Trompeten aus? Kann sein, war ich nicht schnell genug zu mir Kinder. Hätte ich auch gesagt, dass da vielleicht welche drin sind. Und tote Tiere? Indirekt, ja. Ja. Der Saukopf. Ein halberten, da gib mir mal einen halberten. 2,5 von 3. 2,5 von 3. Guter Schnitt. Eigentlich müsste man ja noch eine Szene, irgendwas in dem Film ändern, aber für mich ist das so perfekt, dass ich das nicht machen möchte. Was müssen wir ändern? Aha, daher bei unsere Folgen nicht. Wir ändern mal jetzt darf jetzt immer irgendjemand dem anderen was vorgeben, was er an dem Film ändern darf, will, ob's ist, keine Ahnung. Wer hat's den DJ ausdenkt? Hier. Ah ja, okay. Der Mike hat schon ganz eklige Sachen gesagt. Ich
Ich werde aber nichts ändern. Ich mag ja keine andere Szene drin, aber so ist es perfekt. Ja, so hab ich gesagt, ich war schon lange nicht mehr so begeistert. Darum sage ich ja, das will ich in dem Film nicht machen, weil der ist perfekt. Da können wir nichts besser, oder da können wir es nur schlechter machen. Ja. Und das ist sowieso immer der Fall war, aber. Nein, bisher sind alle Änderungen besser gewesen. Ah, okay. Also, ab welcher Folge ist denn das? Also, weil da habe ich ja anscheinend einiges noch zu Keine Ahnung, ab welcher, weil wir so ungefähr jede dritte Folge vergessen oder jede zweite Folge vergessen oder so. Keine Ahnung. Gut. In der letzten, jetzt weiß ich glaube bei Return of the Living Dead 3 war das. Das ist jetzt der Schmankerl für alle, die kein Steady-Abo haben. Da war nämlich eine Mike's-Änderung gewesen bei der ganzen Body-Modification und Selbstverstümmelung, dass man auch eine Glasscherben-Masturbation singen wie bei Terrifier 3. Sagst du mir, was das für ein krankes Schwein ist? Das geht mir wirklich in fast jedem Film ab. Eigentlich schon, ja. Auch bei Bambi. Ja, gerade bei Bambi. Gut, das war's. Mehr gibt's hier nicht zu sagen, weil, wie gesagt, der Film ist einfach perfekt. Wir hätten eigentlich nur anschalten können, sagen, hey, schaut euch They Will Kill You an, weil der ist perfekt und aufhören. No. War jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Film des Jahres. Bis jetzt, ja. Ich bin jetzt fast ein bisschen, also Ready or Not 2, wann kommt denn der eigentlich? Der kommt jetzt im April. Habe ich mich eigentlich schon drauf gefreut, aber jetzt kann er mich eigentlich nur noch enttäuschen. Der hat jetzt ein ziemlich schweres Los. Das stimmt, ja. Aber der, was erwartet man sich von Ready or Not 2? Das wird halt einfach Ready or Not 1 mit ihrer Schwester. Ja. Mehr wird das nicht werden. Ich hoffe, dass er einfach nur ein bisschen blutiger ist. Mit dem kann er halt nicht trumpfen. Ansonsten kann der eigentlich nicht viel anders machen als der erste Teil, glaube ich. Aber lass uns überraschen. Er hätte jetzt in die Richtung gehen können. Ja. Da hätte er jetzt Möglichkeiten gehabt. Vielleicht ist er das zufälligerweise auch, weil die haben anscheinend mehr oder weniger parallel dazu entstanden. Dann war es natürlich bitter. Ja. Naja, schauen wir mal. Mal gucken. Ich bin gespannt. Mal gucken, genau. Sagen wir vielen Dank an alle, die zugehört haben und an alle, die uns auf Steady abonniert haben. Jetzt kriegt ihr die dicksten Potatoes von uns, wie immer. Und wer so netto hat, der macht das jetzt halt. Dann teilt unsere Kanäle überall, weil 3000 Abonnenten auf Instagram und es gibt ein Community-Grillfestel mit speziell eingeladenen Gästen für euch. Also, wie viel haben wir denn da schon? Wie viel brauchen wir denn noch? Brauchen wir nur 1300. Oh. Also ist nur ein wenig an der Zeit hin, wir können nur planen. Aber es müssen halt alle mitmachen, gell? Weil allein machen wir das nicht. Drum, ranhalten, Leute. Wenn ihr ein Grillfestel mit uns möchtet, da dürft ihr dann auch an unsere Meats hingelangen. Ui. Nicht gerade Meat auf dem Grill, sondern auch Meat in the Mouth of the Peoples. Gut, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir jetzt uns verabschieden. Weil wir wollen jetzt unsere Meats gegenseitig klopfen. Macht es gut. Oh Gott. Vielen Dank, Seppi, dass du dabei warst. War schön, genauso wie das Kinodate mit dir. Und mit Martin. Traum immer noch gut. Ja, Grüße gehen raus an Martin, der auch dabei war. Und dann hören wir uns bald wieder und sehen wir uns auch wieder im Kassettenschmerz oder im Talkthrough. Mal gucken, wo es als nächstes kommt. Macht es gut, auf Wiedersehen. Servus. Du darfst den Korbi seinen Part übernehmen. Bester Podcast der Welt. Nicht vom Virtual. Nein, ja. Nicht von hier dem anderen Ort, der man nicht live will. Schwabing. Mingerschwabing. Passt. Hopperderi.